Bonnie, jetzt. Bonnie. Bonnie. Bonnie, Bonnie, Bonnie. Bonnie, komm mal. Komm da. Komm schauen. Bonnie, jetzt sind wir in Budapest. Bonnie geht auf Reise. Sind wir in Budapest, Bonnie? Schmeckt es anders? Ja, Budapest. Kaffee muss sein. Wow, Budapest. Zum ersten Mal in der Stadt von der Budapest noch am Flughafen bis jetzt. Aber es ist schön. Hey, hey, hoi zusammen! Hey! Hoi, willkommen miteinander. Ich kann nicht sagen, willkommen zurück in Dresden, aber willkommen zurück auf meinem Kanal. Zwischenzeit ist es wirklich ganz klar nur mein Kanal. Sind wir ehrlich, die letzten 3,5 Jahre und ein bisschen mehr zerquetschte, ist es zwar paradiesisch in Dresden gewesen, aber ja, egal. Ja, das heutige Video, das heutige Wochenvideo wird das letzte Wochenvideo auf Schweizerdeutsch sein. Das Englische wird sich mit dem Schweizerdeutschen abtäuschen. Oder das Schweizerdeutsche mit dem Englischen. Sprich, die Wochenvideos, die Regelmäßigkeiten. Also ich weiss noch nicht, ob es Wochenvideos werden sein auf Englisch. Aber sie werden sich Kapitel nennen. Also ich bin ja am neuen Buch schreiben. Vielleicht haben Sie es schon mitbekommen. Das Intro ist schon draussen. Die Acknowledgements ist schon draussen. Alles auf Englisch natürlich. Weil es geht jetzt darum, ich darf jetzt ein internationales Publikum ansprechen. Es wird von mir gewünscht. Gerade von der Chefetage. Danke übrigens, Chefetage. Also, danke Universum, sage ich ja schon immer. Genau. Wird auf jeden Fall gewünscht, dass ich wieder auf Englisch rede, damit ich mehr Leute erreichen kann. Aber nichtsdestotrotz möchte ich noch zum Abschied sozusagen, nein, es wird nicht ein Abschied sein. Ich will für euch, weil ihr sind mir die letzten 3,5 Jahre zum Teil ganz treu gewesen. Zum Teil sind ihr erst gerade dazugekommen. Aber ich will euch ewig dankbar sein. Die Schweiz will ich ewig dankbar sein. Der Oberwallis wird mir ewig im Herz gemeißelt sein. Und alles drum und dran. Darum ist mir klar, da, an dem heutigen Freitag, muss ich euch wissen, muss ich unbedingt eine Mitteilung geben. Ein Abschiedsbrief. Gerade vorweg möchte ich in dem Moment meine Liebe und meine Dankbarkeit ausdrücken für all die Leute, die mir die letzten Monate unterstützt haben, moralisch, wie finanziell, wie einfach mit einem offenen Ohr oder mit einem munternden Wort. Also ob es jetzt Anne ist oder das andere, die ich erst gerade neu kennengelernt habe, oder Elvira oder wer auch immer, all die Leute, die sich nicht vergiften lassen haben und die ganz klar Farben gezeichnet haben, Farben gekannt haben und auf meiner Seite vom Haag gestanden sind. Bei euch möchte ich einfach noch kurz Danke sagen. Danke viel mal vom tiefsten Herzen. Hey, ich weiss es zu schätzen. Ich weiss es zu schätzen und ich wünsche euch nur das Beste im Leben. Wirklich. Dass ihr ewiges Glück habt und glücklich sind. Ja, und die alle anderen, die gemeint haben, ich sage krank oder mir Schlechtes gewünscht haben oder gesagt haben, ich soll psychische Hilfe holen. Auch die Permakulturisten von der Schweiz. Wie sagt man dem? Talk to the hand, red mit der Hand, Spiegel, es soll alles zurückkommen. Und wirklich solltet ihr euch vielleicht in den Spiegel schauen, wie wenn ihr das Gefühl habt, Silvia, von wer auch immer. Ich sage dir so viel besser und ich wüsste so viel besser. Ui. Vielleicht müsst ihr in den Spiegel schauen und fragen, was bei euch nicht stimmt.
Weil ich weiß ganz genau, was bei mir nicht gestimmt hat. Aber deswegen heisst nicht, dass ich krank bin und psychische Hilfe brauche. Ich habe Hilfe gebraucht, ja, finanziell, moralisch, physikalisch hätte ich auch Hilfe gebraucht, aber da bin ich ganz klar allein da gestanden. Der Andreas, ja klar, der Andreas war dabei gewesen, kurzen Moment, aber dem hat man zahlen dafür und am Schluss hat er mich noch bedroht und ist angezeigt worden. Genau, ja, auf Avam. Bla 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 bla. In der Zwischenzeit bin ich wieder an dem Ort zurückgekehrt, wo es angefangen hat. Der Marco hat ja, habe ich mal zitiert, wo er gesagt hat, das war der Anfang vom Ende gewesen. Und ja, sozusagen ist es der Anfang vom Ende gewesen, wo ich jetzt bin. Hätte ich schon im September zurückkommen können. Ich hätte eigentlich auch nach dem Kurs bleiben dürfen. Aber nein, ich wollte heim zu meiner Liebe. Und zu der Frau, die ich geheiratet habe, weil sie geliebt haben und wegen nichts anderes. Und daran geglaubt haben. Und zu meinen Tieren, die Tiere sind zum Glück noch am Leben, habe ich gestern noch mitbekommen. Danke vielmals für Sabine, du bist Weltklasse, du bist absolut Weltklasse. Ja, auf Avam. Kurze Rede, langer Sinn. Seht ihr das Haus da? Jetzt gerade aktuell wohne ich noch nicht drin, aber da ziehe ich aus. Ha. Eigentlich schon seit gestern, so seit heute, also heute habe ich zugesagt, morgen Freitag ist es offiziell im YouTube zu hören. Aber ja, ich bin jetzt ab jetzt nicht nur am Gotteshof nah, ich bin der Hofnah von der Permakultur, also der internationalen Permakulturinstitut. Also wirklich, es ist gekoppelt an ganz viel von Ungarn. Und das ist mein Haus. Genau. Ich zeige es euch anders. Und es ist ganz nah am Hof, es ist so ziemlich mit drin. Genau, aber jetzt, genau, das wird mein Haus sein. Also da ziehen Bonnie, sagst du auch Hoi? Bonnie ist Mikro. Gell, Bonnie, hast du Freude? Das ist unser Haus. Es ist jetzt unser Haus. Wir haben eine Auswahl für 2 Häuser. Haben wir dürfen auswählen. Und ich habe das Haus mit im Hof wählen. Ich hätte noch etwas anderes können haben, ein grösseres mit mehr Garten und alles drum und dran. Also mehr Garten. Einfach ein grösseres Haus und ein modernes Haus. Besser isoliert und alles drum und dran hätte ich können haben. Mit im Dorf. Aber ich habe gesagt, nein, ich will mit vom Hof sein. Und das ist Buff. Wie heisst du jetzt? Das Büffli. Das Büffli. Genau, das Büffli. Und Bonnie und das Büffli sind schon Freunde. Und irgendwo ist noch das Tüpfli. Also das Büpfli und das Tüpfli sind unsere Katzen. Also Katzen, unsere. Das sind die Hofkatzen, die sind vor uns da gewesen. Und die bleiben ganz klar da. Und mit der Bonnie sind sie ganz best befreundet. Ja, noch ein bisschen kurz zu dem Permakulturinstitut in Ungarn. Das ist etwa gleich alt wie der Dresden. Das Land ist, es hat so viel, es ist so fest Yin und Yang wieder. Es ist so fest, einfach so fest. Das Perma-Institut in Ungarn gibt es auch genau gleich wie der Paradies in Dresden gegeben hat. Weil das ist jetzt wirklich vorbei. Seit dem 22, Anfangs 22, haben der Iswan, der heilige Pirat und seine Frau und Familie entschieden, sie werden wieder sesshaft. Das sind Permis, die auf die ganze Welt arbeiten und immer noch auf die ganze Welt arbeiten. Aber zu dem komme ich noch. Ja, die haben das vor eben 3,5 Jahren haben sie das angefangen einrichten und bauen. Das ist ein uralter Hof. Da sind mal Türken da und Ungarn und die Geschichte ist riesig da. Da hat es alte Seen, Dächer, Reservoire und es sind zum Vergleich mit der
Triester, wo 10,5 Hektar war am Schluss. Also eigentlich 7,5 offiziell, wo uns gehört hat. Aber das sind jetzt 108 Hektare aktuell. Und es wird auch grösser. 108 Hektare, also locker das 10-fache von der Triester. Das sind Schäfe. Aktuell sind 1, 2, 3 ein paar. Es sind weisse Schäfe, nicht so wie hier im Dresden schwarze. Aber es hat ein einziges schwarzes. Und sie nenne ich Madeleine. Madeleine, wo bist du? Irgendwo ist sie, Madeleine. Ja, auf jeden Fall. Das sind Schäfli. Ein bisschen grösser als Toisson-Schaf. Das sind ungarische Landschafe. Das ist eine Fleischrasse. Da haben wir das Polytunnel. Das aktuelle das einzige. Da bin ich aber gerade am Arbeiten. Heute Morgen bin ich am Kompost und aufräumen und wintertauglich. Also, aber genau. Ja, das wird, da der Bereich, das ist alles einzählt um den langen Stall herum. Das wird mein neuer Nashville. Weil, ja, ich habe das Gefühl, das Nashville muss bleiben als Name für den Animal Park. Weil ich es gar nicht würdigen. Genau. Es ist viel Arbeit, aber es ist nicht so Berglandschaft, es ist mehr Hügellandschaft. Und weniger Schnee, aber im Sommer genauso heiß. Da haben wir aktuell nicht so viele Hühner. Also aktuell hat es jetzt Jeff, Katzen, eben Pony und ich, plus noch Rinder und Stiere. Und weil Hühner hat es momentan und Geflügel ganz wenig. Es hat noch ein paar Pheasants auf Englisch, ich weiß jetzt gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Weil nicht so viel. Weil es ist Winter, ist alles zurecht, es ist im Tiefkühler. Und ja, und plus es sind der eine Team von da ist in Irak am Arbeiten, das andere ist in Frankreich am Arbeiten. Plus machen der Haufen Winterpause. Das da ist aber die Herdenrinde, die Rindenherden sind Red Heiflers und Angus-Kühe gemischt. Ganz schöne, zahme Tiere, ganz herrlich, die geweidet werden. Und plus hat es noch eine Milchkuh, ich nenne sie Daisy, die ist dort hinten rein. Ja, ich gehe jetzt nicht rein, nicht, dass ich nicht könnte, aber ja. Und da hinten hat es Teiche, Waldlandschaften. Und. Wie gesagt, 105 Hektare Wald, Weidelandschaft. Das Ziel, oder was jetzt aktuell ist, da kommen die Chefs von der ganzen Welt an da unterrichten. Also, ob jetzt für die Weide, Joel Salatin ist schon da gewesen, sind tropische Chefs sind da gewesen, der Jeff Lawton, eben den habe ich kennengelernt. Und da ist auch ganz eine nahe Bindung da. Also, ich werde zukünftig mehr von ihm mitbekommen, ganz, ganz sicher. Und ja, und es ist eine Bildungsstätte, aber langfristig wird es nicht nur eine Bildungsstätte, es wird ein Ecodorf sein, mit Schulen, ganzheitlich, also wirklich ganzheitliche Schule gibt's schon, das heisst die Green School, das ist aber ein bisschen separat, aber es gehört wie so zusammen, das ist gerade da hinten am Hügel. Ja, dort haben sie mich auch schon gefragt, ob ich unterrichten würde. Aber auf jeden Fall meine Rolle auf dieser Farm ist, ich übernehme die Verantwortung für Tierhaltung und die Ausbildung von Tieren. Also wenn zukünftig weil ich ja Englisch und Deutsch kann, in Europa ziemlich nützlich. 2 Sprachen, die sehr nützlich sind. Also das Angebot ist, dass ich für die Tierhaltung verantwortlich bin, also wirklich der Chef. Ich übernehme die Verantwortung als hart arbeitender Immigrant. Und auch die ganze Design von der Tierhaltung übernehme ich. Das Weidensystem, das ist schon im Aufbau.
Und da wird es rotierende Weidesystem geben. So alle Joel Salatin, aber mehr aufs Gebiet angepasst. Und ja, das wird alles so umgestaltet nach meinem Design. Plus, wenn es um Bildung geht, eben, wenn es dann praktische Workshops gibt und praktische PDCs, nicht so wie der PDC, den ich gemacht habe, wo mehr theoretisch war und ums Denken gegangen ist. Aber eben der PDC selber, der Designer, geht ja ums Designen, ums Denken, um die Theorie und so. Das Praktische, der Practical, on the ground, getting your hands dirty, das gibt es auch Kurse und da wird auch Kurse geben und so. Und eben, da werde ich zum Beispiel eben das Tierhaltung anleiten. Plus gibt es zukünftig Familienausbildungen, sprich, wo die ganze Familie kommen kann. Und ich bin dann für die Kinder in der Permakultur zuständig. Also das heisst Kinderbetreuung, weil ich bin ja Fachmann für Betreuung mit Kindern, plus Permakulturist. Und ja, und man schaut mir schon länger zu. Und man hat mich kennengelernt im Kurs. Und schon im Kurs hat man mir gesagt, hey Colin, wir wollen, dass du mitmachst. Und das ist also der Grund, wieso der Dresden kaputt gegangen ist. Und ja, ich hätte direkt kommen, wo es kaputt gegangen ist und auseinandergegangen ist in Dresden. Aber ich wollte ja noch kämpfen für den Dresden. Dass ich aber geblieben bin und gekämpft habe, hat gerade noch mehr gezeigt, was ich kann. Also es hat für sie noch mehr bestätigt, dass ich ein hartnäckiger, hoher Pionier bin, der keine Unterstützung braucht und trotzdem wachsen kann. Also wirklich, man hat's gesehen, international. Auch wenn man es in der Schweiz oder im Oberwallis nicht gesehen hat und erkannt hat, da international hat man es erkannt und weiss jetzt ganz genau, auf den Colin, er weiss das auf sich selber. Also ich weiss, und das ist das Wichtigste, ich weiss, auf mich ist Verlass. Mein Wort ist mein Wort und mein Wort ist goldig und wert, noch viel mehr wert als Gold. Und international hat man das anerkannt auch. Und darum hat man mir jetzt einfach Beteiligung geschenkt. Also wirklich geschenkt. Ich habe kein Geld davon getreut. Ich muss jetzt wissen, dass ich kein Geld habe, weil wer meinem Facebook-Profil folgt und Insta weiss, wie wenig Geld ich habe. Wer meine Geschichte kennt, weiss, wie wenig Geld ich habe. Aber trotzdem schenkt man mir ein Haus. Man schenkt mir Tiere. Man schenkt mir Budget. Man schenkt mir Zukunft. Man schenkt mir Perspektive. Und es wird für mich gesorgt. Also das Universum sagt, ich muss mich nie mehr etwas fragen. Ich muss nie mehr für etwas fragen. Ich will immer das haben, was ich brauche. Und gierig, das kann ich nicht sein. Das ist nicht in meinem Naturell. Und ja, mit Gottes Hilfe wird es auch nie werden. Darum geht für mich der Weg weiter. Für mich geht es weiter ohne Beschwerden, sondern es geht mit viel Dankbarkeit. Danke vielmals, Universum. Geht es jetzt weiter da in Ungarn? Mit dem Nirgendwo. Und ich bin so froh. Und darum sage ich, hey, vielen Dank fürs Liken, fürs Abonnieren. Das Kommentieren habe ich abgeschaltet, weil momentan der Hass, der da gespeuzt wird, ist zwar noch gut, weil ich weiss, so kann ich Weizen vom Spreu trennen. Aber ja, vielleicht kann ich den Kommentar bald wieder einschalten, wer weiß. Aber auf jeden Fall bin ich froh, dass es dich gibt. Und ich weiss, dass du, wo immer noch da bist, ob es jetzt der Johann ist oder die Verena oder vor allem der Krigi, jetzt aber, Ferien Ungarn, du und ich, all inclusive für dich. Versteht ihr, was ich meine? Ich bin so froh, gibt's dich. Du, machst genau gleich wie ich die Welt zu einem besseren Ort. Wenn du am Morgen aufstehst, mit einem Lächeln und sagst, hey, wisst ihr was, kommt. Heute ist der Tag, wo ich besser werde als gestern. Marian, danke vielmals, auch du. Du bist, weißt du, auch du, nein, wirklich, danke vielmals. Hast nicht urteilt, hast einfach,
Danke vielmals. Nein, ich danke allen vom tiefsten Herzen. Ich danke das Universum, Gott natürlich als erstes und alle anderen. Und vor allem danke ich mir selber, dass ich mich nicht unterkriegen lassen habe von all diesen Vollidioten. Hey, ihr seid wirklich Vollidioten und alle anderen, ihr seid die Besten. Allerbesten und die Welt ist ein besserer Ort. Ein lieber Gruß von der Bonnie. Ein lieber Gruß an all meine Tiere, die jetzt ein neues Heimat haben. Schon noch komisch, die ganze Geschichte. Aber es ist hinter uns und ich schaue nicht mehr zurück. Ich schaue nur noch rundum und sage, leck mir am Arsch. So schön habe ich ein Glück. Danke vielmals. Schön geht's dir. Und bald, also, es wird nicht so regelmäßig sein, aber es wird immer wieder ein Schweizer Update geben. Ist gut, ist versprochen. Mein Wort. Ein Ehren-Indianer-Wort. Tschüss zusammen. Schön geht's dir. Danke fürs Schauen. Tschüss. So, miteinander. Ich mache zum zweiten Mal Feierabend jetzt heute. Und sage Prost. Schönen Abend zusammen. Fabian, Toni, einen schönen zusammen. Kommt alle in den Stall. Kommt alle in den Stall. Ja. Kommt alle in den Stall. Kommt alle in den Stall.